Süd und Nord und West und Ost, nicht immer vom heutigen Standpunkt aus stimmend, also was da also ganz im Osten ist, ossetisch, ist zum Beispiel am meisten im Westen in Wirklichkeit. Und dieser zweite Zweig von links, der ist derjenige, der das Sasaki auch mit enthält. Und Sie sehen, dass es hier mit Baluchi und anderen Sprachen näher zusammengestellt wird als mit dem Kurmanji. Das ist ein Versuch, das Material sprachwissenschaftlich durchzuarbeiten und neu zu ordnen von Seiten des Kollegen Gippert. Auf mitteliranischer Stufe sind im 20. Jahrhundert ebenfalls neue Entdeckungen gemacht worden, also nicht nur wie beim Anatolischen und Tocharischen, sondern man hat auch Sprachen wie das Parthische erschließen können, aufgrund von Felsinschriften zum Beispiel. Und da zeigt sich eine gewisse Nähe zum Sasa. Wacht heißt, er sagte. Dafür, wo die Perser Guft sagen würden oder die Comanche Gott, das ist eine wichtige Isoglose, ein wichtiger Unterschied. Und dieses Wacht stimmt mit dem Sasa Wat oder Wa, wenn es noch stärker verkürzt ist, zusammen. Wesentlich ist, dass wir hier also im iranischen Bereich sind und dass da auch Sasa mit eingeordnet ist, und zwar nicht unter Kurdisch-Comanche. Man hat sogar gedacht, dass das Parthische eine Vorstufe des Sasaki sein könnte, aber dann hat man bemerkt, dass es im Parthischen gar kein Femininum mehr gibt. Im Sasa gibt es das noch, also kann es nicht vom Parthischen abstammen. Die Vorstufe des Sasa mag dem Parthischen sehr nahe gestanden haben in vieler Hinsicht, aber sie ist unbezeugt, wie eben in anderen Fällen auch. Auffällig ist beim Sasa auch noch das Vorkommen vieler Einsilbler und sonstiger kurzer Wörter. Im Laufe der Zeit sind also die Wörter geschrumpft. Altpersisch heißt der Berg noch Kaufa. Im Sasa heißt das Wort Ko. Der hohe Berg ist Koyo Bers. Bers ist altiranisch Bersant, hoch. Und jetzt bleibt nur noch ein Einsilbler übrig. Und wenn man Sasa-Gedichte liest oder kleine Novellen, hat man oft den Eindruck, es könnte transkribiertes Chinesisch sein, weil so viele einsilbige Wortformen auftreten. Jetzt zur Entdeckung des Sasa. Es ist eine der am spätesten bekannt gewordenen indoeuropäischen Sprachen, obwohl sie lebendig geblieben ist. Und zwar, Moment, hier habe ich noch eine Folie, wo ich gemeinsame Merkmale aufzähle. Also iranische Sprachen haben zum Beispiel ein Anlaut S in H verwandelt. Und so heißt also 7, was bei uns ein S hat, und Englisch 7 und Lateinisch Septim und so weiter, heißt im Sasa Hot und im Persischen Haft, also beide mit H, und solche Übereinstimmungen ermöglichen uns, solche Sprachfamilien aufzustellen. Jetzt die Entdeckung des Sasa ist also durch Peter Lerch geschehen, ein russischer, deutschstämmiger Forscher im 19. Jahrhundert. Er hat also sich mit den Kurden näher befasst, kurdische Forschungen betrieben, war dann in der Archäologie tätig und jetzt hat er plötzlich erfahren, dass es im Krimkrieg Gefangene aus der Türkei mit kurdischer Sprache gibt. Er ist sofort aufgebrochen und ist nach Roslawl bei Smolensk gefahren, wo diese Gefangenen untergebracht waren. Er musste sich beeilen, weil die nämlich ausgetauscht werden sollten, und er hat also Interesse, vorher noch ihre Sprachen aufzunehmen. Von diesen Gefangenen waren etwa 50 Kurden und Sasas, mit denen er März, April, Mai nicht ganz 3 Monate arbeiten konnten. Und was er dabei zustande gebracht hat, ist wirklich bewundernswert. Die Gefangenen waren also 1,5 Jahre dort und waren in 8 bis 12 Personen untergebracht in Wohnungen. Dann wurden sie also ausgetauscht. Und
Die Herkunft war aus Martin Cesire Dersim Mustiapeke Urfa Biricik Harput, ein armenischer Name, Malatya Maden Erzurum, und die Religion meist Shafi'i, sunnitisch. Also heute ist die Situation grob gesagt so, dass im Norden die Aleviten sind und im Süden, also, bitte? Ja, ich kann das gerne machen. Und im Süden die Sunniten. Damals war es vielleicht noch etwas anders verteilt. Lerch hat also Texte aufgenommen, sie in ein phonetisches Alphabet transliteriert, was ihm etwas Nachteile eingebracht hat bei seinen Kollegen, weil dass er das nicht in der persischen, arabischen Schrift gemacht hat, sondern modern in Lateinschrift. Und es ist auch nicht alles veröffentlicht worden von ihm. Er hatte da Schwierigkeiten dann bekommen. Und von diesen Texten ist es so, dass auch in neuerer Zeit da wieder zurückgegriffen wird. In der Forschung sind sie weiter nicht berücksichtigt worden, aber es gibt Sasa-Aktivisten, die diese Texte wieder zum Leben erwecken und nacherzählen. Also zum Beispiel die Geschichte vom Vogel Goin, das ist eine Art Uhu, da ist eine junge Frau, deren Bruder ermordet wird und die sich dann in einer klassischen Metamorphose in einen Uhu verwandelt, klagt um den Bruder. Der erste, der dieses von Lerch zusammengebrachte Material jetzt auf die Sprachverwandtschaft untersucht hat, ist unser Wiener Pionier Friedrich Müller, der sich mit Sprachwissenschaft überhaupt auseinandergesetzt hat. Er hat ein 4-bändiges Werk verfasst, aber er war speziell auf iranische Sprachen an iranischen Sprachen interessiert und hat sofort die Publikation von Lerch vorgenommen und das Verhältnis von Sasa zu anderen Sprachen untersucht. Also wir haben noch sein Grab gerade entdecken können, bevor das alles beseitigt worden ist. Das ist da seine Plakette und das war das Grabmal als Ganzes. Und hier sind also Informationen zu seinem Leben. Er hat also in seinen Beiträgen das Sasa näher charakterisiert und er hat festgestellt, dass es sich doch vom Comanche stark unterscheidet, allerdings noch nicht die terminologische Konsequenz gezogen, dass das also kein Kurdisch ist, sondern es läuft auch noch unter Kurdisch. Das ist mit klassischen sprachwissenschaftlichen Mitteln gegangen. Er hat also die Vokale und Konsonanten und so weiter durchgegangen und ist dann also zu dem Ergebnis gekommen. Nach dieser Skizze stellt sich das Sasa als ein vom Comanche in vielen wesentlichen Punkten verschiedener Dialekt dar. Das ist der entscheidende Satz. Ich weise noch darauf hin, dass wir also an der Wiener Universität diese alte Tradition wieder aufgenommen haben und uns also auch mit diesen Sprachen befasst haben. Ich bin da zum Teil mit verantwortlich. Es ist also Professor Jalil für das Comanche tätig gewesen. Das ist ein kleiner Kreis um ihn herum. Und aus diesem Comanche-Kurs hat sich ein Sasa-Kurs abgezweigt, den ich dann mit Aaron Kilic geführt habe. Also die Teilnehmer waren verschieden. Im Winter hatten wir volles Haus, im Sommer war es etwas weniger immer. Das sind gerade 2 Bilder, wo besonders wenig da waren. Aber das ist nicht der Normalzustand unserer Kurse gewesen. Spätere Erforschung des Sasa, ich nenne da die wichtigsten Punkte nur, Oskar Mann, Karl Hardank, Siveret Kor, konnten aber nicht überall hin und haben also zum Teil keine besonders guten Informationen gehabt. Sylvie Selcan, eine ausführliche Darstellung des Norddialektes um der Sim, Tunjeli. Dann Ludwig Paul konnte das Gesamtgebiet untersuchen und eine echte Dialektologie schaffen, aber er konnte auch nicht überall hin. Also es haben ihm einige Bereiche gefehlt. Dann in Russland gibt es eine Tradition, Ayubu Smirnova, haben sich mit der SIM beschäftigt und sie rechnen mehr aus politischen als auch aus sprachwissenschaftlichen Gründen das Sasa zum Kurdischen. Das Buch heißt also der kurdische Dialekt Sasa. Dagegen
ist dann also Gibbert aufgetreten und auch Agnes Korn, auch Sylvie Selcan. Also im Großen und Ganzen ist es in der Sprachwissenschaft sehr deutlich, dass Sasa und Kurdisch zwei getrennte Sprachen sind und als solche anzusehen sind. Ich stelle kurz noch die Titelseiten der wichtigsten Werke vor. Ludwig Paul. Und das ist also Ayubi. Da ist auch noch der berühmte Comanche-Forscher Kurt Dojew in St. Petersburg gewesen und er konnte das nicht herausgeben. Er hat eine ausführliche Darstellung des Sasa gemacht. Ich habe also die auf dem Schreibtisch liegen sehen, also ungefähr 600 Seiten umfasst das, aber es scheint also noch nicht erschienen zu sein. Eine Frau Yusupova bearbeitet das. Das ist interessant, weil es auch Sasa in Kasachstan mit einschließt. Dann Agnes Korn hat in ihrem Buch über Baluchi auch die Beziehung zu Sasa stärker untersucht. Und Gibbert hat in der Zeitschrift Die Sprache eine längere, sehr professionelle Abhandlung über Sasa geschrieben, aus der also hervorgeht, dass das also auch selbstständig ist. Also das ist ein Überblick über die Dialektologie. Oben haben wir die Norddialekte, das ist also die Gegend Tunceli Dersim. Dann kommen Mitteldialekte, Bingöl, Balu, und dann kommen die Süddialekte Cemik, Siverek. Die sind stark voneinander verschieden und es wird also sehr, sehr schwer sein, da eine gemeinsame Norm zu finden. Ich fasse nochmal zusammen. Als eindeutige Antwort der Sprachwissenschaft, die auch fast alle teilen. Als Glottonym ist also heute der Ausdruck Sasa oder Sasaki bevorzugt, den schon Peter Lerch übrigens verwendet hatte. Sonst sagt man auch Sobe, Kermanski, Dümle oder ähnlich. Zweitens, Sasa ist kein weiterer kurdischer Dialekt, sondern eine eigene nordwestiranische Sprache mit eigenen externen Bezügen und eigenen Unterdialekten, mit religiösen und kulturellen Differenzen. Drittens, anders als Comanche mit seiner literarischen Tradition, also etwa Ahmed Rouhani um 1700 mit dem berühmten Epos Mem Usin, hat Sasa keine jahrhundertelange Tradition der Schriftlichkeit und der Literatur. Es besitzt aber trotzdem eine reiche folkloristische Tradition, die jetzt von Sylvie Selcan gesammelt wird. Er hat mir da Einblick gewährt, weil es mich besonders interessiert hat. Ein kleines Detail. Da wird also in einem Liebesgedicht das Gesicht der Geliebten beschrieben und es hat also diese ganzen Standardaussagen, die wir aus der arabischen-persischen Dichtung kennen, runde Augenbau, braun, schwarze Augen, aber das Haar wird in besonderer Weise beschrieben, nämlich hier Dimane Elemani. Und Selcan hat also lange versucht, das zu ermitteln und das heißt, bedeutet deutsches Waisenhaus. Es hat also deutsche Waisenhäuser oder mindestens eines gegeben und die haben die Mädchen also besonders schön und fein gekämmt und es ist also in diese Folklore übergegangen als ganz individueller Zug. Ja, das war's, was ich Ihnen berichten wollte.
Evet değerli kardeşlerim, filmi izlediniz. Viyana Üniversitesi'nden, Frankfurt Üniversitesi'nden, Amerika'dan, İngiltere'den, İsveç'ten, Rusya'dan hatta dünyanın birçok ülkelerinde Zaza dilinin başlı başına bir dil olduğunu profesörler söylüyor. Ama ne yazık ki kendileri bu konuda araştırma yapmamış sıradan insanlar bile Zazaca'nın bir lehçe olduğunu iddia etmeleri çok gülünçtür. Artık halkımız Ahmet'in, Mehmet'in dediklerine değil, bilim adamlarının tezlerine bakmalıdır. Zaza aydınlarının bu konuda görüşleri nedir? Yoksa geçmişten sıradan insanın hiçbir bilgisi olmadan Zaza hakkında yorum yapmalarını referans vererek Zazaca'yı öldürmeye çalışmak, onu lehçe göstermek vicdani değildir, insani değildir. Bu konuda herkesi Zaza meselesinden duyarlı olmaya çalışıyoruz. Türklerin, Kürtlerin inkarcı politikaları Zaza uyanışını durduramaz. Halkımız haklı olan taleplerini dile getirmeye kararlıdır. Hepinize saygılar, sevgiler diliyorum. Asırlardır karanlıklarda olan Zaza halkını aydınlığa kavuşturan bir kitap. Birçok dilde herkesin anlayabileceği bir şekilde yazılmış Zaza halkının en mükemmel tarihi. Ey Zazalar! Tarihinize, hafızanıza ve benliğinize sahip çıkın. Evet, yayınımızı buradan Asırlardır sonlandırıyoruz. karanlıklarda olan Zaza halkını aydınlığa kavuşturan bir kitap. Birçok dilde herkesin anlayabileceği bir şekilde yazılmış Zaza halkının en mükemmel tarihi. Ey Zazalar! Tarihinize, hafızanıza ve benliğinize sahip